Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Reisefreunde. Heute direkt vom Frühstückstisch. Und ja, der Kaffee ist auch gerade bereit. Wir haben hier ja so ein schönes Kännchen, wo man schön Kaffee machen kann. Jetzt stelle ich da mal ein bisschen runter, dann lassen wir den noch ein bisschen ziehen. Und ich erzähle euch derweil, warum wir gestern eine Pause gemacht haben. Eigentlich wäre ja mit euch abgemacht gewesen, dass wir euch den wunderbaren Ausblick zeigen über diese Klippen und alles. Und Steffi schwenkt jetzt mal kurz raus. Tja, heute sieht das Ganze leider so aus. Gestern hat es nur einmal geregnet und zwar den ganzen Tag wie gestört. Wir haben uns darum entschieden, ein bisschen über die Insel zu fahren und diesen Stellplatz anzufahren. Das ist der einzige offizielle Stellplatz auf der ganzen Insel. Hat zwar nicht große Versorgung oder sowas, es gibt zwar Wasser, das schauen wir uns nachher noch an. Aber wir haben gestern Arbeitstag und Lesetag eingelegt. Darum überspringen wir jetzt den gestrigen Tag. Es gibt leider keine schöneren Aussichten als das hier. Aber naja, wir machen jetzt Frühstück mit euch zusammen. Es gibt, wie gesagt, für mich Kaffee. Das mit dieser Kanne funktioniert bei mir nie so wirklich gut. Dazu gibt es Brot von Lidl von vorgestern, ist noch gut genießbar. Milch, ein bisschen Cracker, Butter, Frischkäse, Nutella darf natürlich nie fehlen. Joghurt noch aus der Schweiz, das ist eins unserer Heiligtümer, und dazu noch ein bisschen Käse. Und damit starten wir jetzt in den Tag. Wir melden uns nach dem Frühstück wieder und schauen uns zusammen mit euch dann die Versorgung an, die wirklich wunderschön ist. Nicht? So, wir sind mittlerweile in diesem Versorgungstrakt. Wir füllen gerade unsere Kanister auf. Das ist in dieser Toilette. Heute Morgen haben sie gleich noch geputzt, ein bisschen zumindest. Gestern war das hier noch das reinste Drecksloch. Und ja, gut ist immer, wenn man einen Engländer dabei hat oder sonst eine Zange. Hier zum Beispiel, wir bringen das leider auch mit Dichtung nicht ganz dicht hin. Aber öffnen geht hier zum Beispiel wieder nur mit Engländern. Darum haben wir das immer mit dabei. Frischwasser haben wir gleich wieder voll, Abwasser ist hinterm Haus. Ja, so klappt das auch in Malta. Frischwasser haben wir mal, jetzt kümmere ich mich noch ums Abwasser. So, Abwasser ist auch wieder sauber. Jetzt kümmere ich mich noch um den Ablauf und dann geht's weiter. Gut ist natürlich auch immer, wenn man einen Schlauch dabei hat. Das hatten wir im ersten Jahr unserer Reise leider nicht und da haben wir uns oft genervt. Darum haben wir jetzt einen dabei. Dazu verschiedene Aufsätze, ist immer ganz praktisch, gerade wie hier, wenn man halt das eigene Zeugs dabei hat, das, wo man weiß, dass es sauber ist. Bereits die nächste Fähre. Wir verlassen Malta, aber nur für einen kurzen Ausflug nach Gozo, der kleinen Schwesterinsel. Und ja, dafür müssen wir gleich die Fähre boarden. Wir sind gespannt, man bezahlt erst bei der Rückfahrt, also bei der Hinfahrt fährt man einfach drauf, bei der Rückfahrt bezahlt man den Preis für Hin- und Rückfahrt. Und darum haben wir keine Ahnung, was uns der Spaß kostet. Aber es soll sich lohnen. Wir haben viele Berichte gelesen über Gozo und ja, Inlandsea und Azure Window und weiß nicht was. Davon möchten wir uns jetzt selber überzeugen und ja, kommt mit, es geht nach Gozo. Endlich wieder Fähre fahren! Ja, irgendwie sind wir bei dieser Reise nur auf der Fähre. Diesmal aber glaube ich noch weniger lang als nach Malta. Ja, hoffentlich. Wir sehen ja rüber. Theoretisch könnten wir schwimmen. Lokal kann es nicht. Ja. Immer Handbremse anziehen, ne? Wichtig auf der Fähre. Ansonsten bin ich ja kein Handbremsen-Fan, aber auf der Fähre schon. Also dann schauen wir uns das Bötchen mal an hier, ne?
bereits im März ist diese Fähre sehr gut besucht und vor allem das Außendeck ist sehr beliebt. Kann ich aber auch verstehen, das Wasser ist der Hammer, sieht so schön aus. Und schönes Wetter. Ja, heute wieder, ne? Ja, hallo Gozo, so schnell ist das gegangen. Halbe Stunde Fährfahrt und schon sind wir hier in der ersten Stadt. Keine Ahnung, wie der Name heißt, ich schreibe den unten hin. Ist wieder so ein richtig schöner semitischer Name, den wir nicht aussprechen können. Fährfahrt war ruhig, war schön, wunderbares Wasser und wir fahren jetzt einmal über die Insel, 22 Minuten, um uns einen ersten Einblick zu verschaffen. Wir haben noch keine Ziele rausgesucht, wir lassen uns ein bisschen treiben und schauen uns das Ganze mal an. Steffi, wie immer am Steuer, Linksverkehr ist sie der Profi und sie wird euch dann später auch noch erzählen, wie das so ist, in Malta links Auto zu fahren. Aber jetzt geht's einmal über die Insel. Wir sind angekommen und zwar am anderen Ende der Insel. Gozo ist ja immer noch Malta, aber eine andere Insel. Und hier hinten ist dieser Inland Sea. Haben wir uns ein bisschen größer vorgestellt, aber gehen wir gleich noch ein bisschen gucken. Und hier soll doch irgendwo auch dieses Fenster gewesen sein von Malta, das müssen wir das uns mal informieren. Ich finde ja nur schon 2017 eingestürzt ist. Ja, diesen View schon ziemlich geil. Schon mega cool. Also gehen wir mal ein bisschen gucken. Vielleicht ziehen wir dann die Augen auch noch aus. Ist echt warm heute. ja, wenn die Sonne wieder kommt. Ja. Genau hier war bis 2017 noch das Azul Window. Ja, jetzt ist da nichts mehr. Jetzt ist das Fenster quasi weg, die Wand rausgerissen. Jetzt hat man den direkten Blick da hinten auf den anderen Felsen. War ein heftiger Sturm, der hat hier dieses Naturspektakel zum Einbruch gebracht. Trotzdem ist es noch immer eine total sehenswerte Region hier. Und ja, schaut euch das Meer an. Mit dem tollen Wetter zusammen ist es einfach genial. Also wir haben uns entschieden, dass wir hier wahrscheinlich nächtigen werden, wenn alles klappt. Darum kommen wir später nochmal her, wenn das Licht ein bisschen schöner ist und ein bisschen weniger Leute hier sind. Jetzt geht es für uns in die Stadt. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt und ich weiß auch immer noch nicht, das sei Victoria. Oder Victoria, ob wir da einen Parkplatz finden. Wir werden berichten, es wird ein Abenteuer, aber ich möchte unbedingt dahin, weil die sieht so cool aus. Also komm mit nach eben Victoria. Vielleicht. Also Leute, ich war ja noch nie in den Arabischen Emiraten, im Oman oder so, aber meiner Meinung nach sieht das einfach sehr arabisch aus. Also blendet jetzt mal die Kirche aus, das natürlich nicht, aber sonst der Baustil, war jemand von euch schon mal in den Arabischen Emiraten, würde mich echt interessieren. Schaut euch das mal an. Gut, das ist jetzt keine gute Straße, da fahren wir besser wieder geradeaus. Ja, Straßen sind ziemlich eng hier auf Gozo. Aber Steffi meistert das wie immer sehr gut. Schauen wir hier durch. Gut. Seht ihr noch ein bisschen mehr von dieser Architektur? Und unser Navi, das ist vorbei. So, angekommen in Victoria. Es heißt wirklich so. Ja. Und Solaranlage lädt voll geil natürlich bei dem super Wetter. Parkplatz haben wir gefunden dank Google Maps. Da sind Parkplätze nämlich gut eingezeichnet und wenn man da auf die Satellitenaufnahme geht, dann findet man sowas echt schnell.
Und jetzt packe ich meinen Kram noch schnell ein. Hast du einen Schlüssel? Ja. So, ist echt warm jetzt. Sowas sieht er total gerne, ne? Ja, das liebe ich, ja. Die Scheibe ist ein bisschen aufgelassen. Ja. So, Wer da rein will, kommt sowieso rein. Ja, jetzt hast du irgendwie noch eine ernsthafte Besprechung. Ja, ich habe auf Facebook etwas entdeckt, was wir jetzt echt besprechen müssen. Aber darüber informieren wir die Community vielleicht am Mitte April oder so. Ja. Okay. Ja, wir werden mal wieder sündigen. Pastizi stehen auf dem Tisch. Gibt es natürlich noch immer in Gozo. Und gleich sollte da noch eine kalte Platte dazu kommen mit lokalem Käse und ein bisschen Fleischspezialität. Bisschen lärmig, aber sonst echt schön. Ja. Ja, ihr Lieben, so lässt sich doch leben. Eine Käse-Fleischplatte für 8,90 € hier auf Gozo. Und das Allercoolste finde ich, ja, wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die mit dem Wohnmobil hier sind und danach auf dieser Insel schlafen. Alle anderen Touristen fahren wieder zurück und wir bleiben hier. Wohnmobil oder Camping ist doch einfach cool. And a half to make one. Only an hour and a half? Yeah. But a then little you're bit super more. fast. Yeah, because I know the lakes about 50 years, you see. Okay. You like you can have a look, you see, no obligation, no. It's tired, you see, I make hundreds of them. That's good. Stop. Perfect inside. Nice holidays. Ja, wie schön ist das doch, wenn man die Leute verstehen kann und sich unterhalten kann. Seit rund 50 Jahren macht sie das bereits. Und Klöppeln, oder? genau, wir nennen das Klöppeln und ich habe jetzt auch eins mitgenommen, weil das ist einerseits ein Armband und andererseits kann man es aber auch als Buchzeichen benutzen. Und ihr wisst es wahrscheinlich alle, spätestens seit Wales, ich bin eine absolute Bücherratte und deshalb passt das natürlich perfekt zu mir. Ja, war ein nettes Gespräch, ihr habt auch ein bisschen was gesehen und jetzt geht es noch in die Zitadelle, bevor wir diesen wunderschönen Ort hier auch schon wieder verlassen werden. Kurzes Fazit zu Victoria. Mega cool. Also für mich eine der schönsten Städte der ganzen Reise. Darum bin ich mir eigentlich gar nicht sicher, ob wir vielleicht noch so einen Sticker brauchen von hier. Also, Habe ich aber nicht gesehen, dass man das hier kaufen nein, kann. hochtouristisch, aber Kolonialstil, einfach wunderschön. Ja. Wir fahren jetzt zurück, suchen uns noch einen Einkaufsladen, damit wir vielleicht abends den Grill anschmeißen können. Und dann geht's zurück, dahin, wo wir herkommen. Ja, bei uns klappt viel, aber leider auch nicht immer alles. Heute zum Beispiel Drohnenflug nicht funktioniert, weil schon zu dunkel, musste wieder landen. Dann wollte ich mit dem neuen Gimbal fürs Handy einen schönen Schwenk machen über den Sonnenuntergang. Hat auch nicht geklappt, weil Akku leer vom Gimbal. Irgendjemand hat das nicht ausgestellt, wahrscheinlich war das ich. Dann habe ich die Kamera drin liegen lassen, also ich habe keine einzige Aufnahme von diesem wunderschönen Platz, wo wir hier stehen. Ist mega schade. Ich denke aber, Steffi hat sicher ein paar Aufnahmen gemacht, die könnte ich euch noch einblenden. Der Platz ist einfach wirklich der absolute Oberwahnsinn. Wir stehen hier auf einer Klippe ganz alleine, so am Meer, also wirklich fantastisch hier am Azure Window.
kann ich euch nur empfehlen. Ich zeige euch jetzt noch so ein paar Bilder, die ich noch machen kann, leider ohne Sonne. Wie gesagt, es funktioniert halt nicht immer alles, auch bei uns nicht. Tut mir leid. Morgen früh dann wird es hoffentlich besser. Das wird ja unser Schlafplatz sein, wenn alles klappt. Und ja, wir zeigen euch vielleicht noch ein bisschen was vom Abendessen, mal schauen. Und sonst, ja, sagen wir später dann noch Tschüss. Ja, nach diesen paar Bildern ist jetzt auch dieser Akku von dieser Kamera leer. Wenn es nicht klappt, dann klappt es meistens mit allem nicht. Darum sage ich Tschüss für heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gozo ist der absolute Knaller und diese Stadt einfach wunderschön. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da, einen Kommentar, das freut uns immer. Teilt es mit euren Freunden und sagt allen, wie geil Europa einfach ist. Wunderbar, dieses Leben, das wir hier leben dürfen. Danke für alle, die mit dabei sind. Wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Bis dann und tschüss.